Wenn das Land des Weins im Blut versinkt und die Hoffnungslosigkeit überhand nimmt, dann ist es Zeit für die Rückkehr einer Legende. Eine Legende namens Geralt von Riva, denn dies wird sein letztes Abenteuer sein, getränkt im Blut und Wein. Und damit ein herzliches Willkommen hier zum Let's Play von The Witcher 3 Blood and Wine. Ja, endlich nach so langer Zeit ist es endlich soweit für das letzte DLC für The Witcher 3. Bereits erwähnt, auch schon das letzte Abenteuer für Geralt. Es wurde bereits bestätigt, es wird sein letztes sein. Es könnte zwar theoretisch sein, dass noch ein Witcher 4 kommen wird, aber dieses dann garantiert ohne Geralt. Naja, vielleicht auch mit Ciri. Aber das ist ein anderes Thema, denn wir haben hier wieder relativ viel vor uns. Denn Blood and Wine wird ein relativ großes Abenteuer sein. Es soll rund so geschätzt 2 bis 3 Mal so groß wie Hearts of Stone. Und da es ja auch der Abschluss jetzt wird, haben die Entwickler einiges Neues eingebaut, das wir natürlich gleich noch betrachten werden. Ja, Blood and Wine kann natürlich unterschiedlich spielen, das heißt eigentlich so wie Hearts of Stone auch, entweder komplettes neues Spiel, eigenständig, oder man integriert es in ein neues Spiel, oder natürlich auch man integriert es in seinen bestehenden Spielstand. Und das werden wir auch versuchen, und zwar im Sinne von, ich habe bereits The Witcher 3 normal durchgezockt, und dann auch Hearts of Stone, und mit diesem Spielstand werden wir hier weiterfahren. Das heißt, ohne New Game Plus, einfach nur normal dem Storyverlauf nach. Das waren die ersten beiden Playlists, sprich die eine, genau was man sieht, das war da mit Hearts of Stone. Diese Playlist, The Witcher 3, das war da mit Ciri, dem wahren Ende, und Romanz mit Triss, und dann Hearts of Stone am Schluss noch in der Lage waren, Olgierd von Evereks Seele zu retten und den Spiegelmeister zu besiegen. Und da sind wir wieder in einer komplett neuen Welt. Naja, fast. Willkommen in der Erweiterung Blood and Wine. In dieser erfolgte Quest wurde gegen die erste Quest von Blood and Wine ausgetauscht. Ich empfehle unsere Erweiterung erst mit einem Charakter auf Stufe 34 spielen. Viel Spaß. Okay, für Ablach gab es einen neuen Eintrag. Für Ceres auch. Wir haben... Ach du Scheiße, hier ein Anschlagbreten, wenigstens einen neuen Auftrag. Wir haben ziemlich viele, offenbar. Ja, und ist ein neues Update raus, und zwar Punkt 1, was Irina Renegard. Renard, der ist neu. Quest abgeschlossen, eine klare Mitternacht. Neue Quests haben sie alle. Quest gescheitert haben sie alle. Die Bande von Novigrad gescheitert. Okay, kommt erstmal überall alles gescheitert. Gesandt am Ende des Weins, sehen wir mal etwas. Ach ja, das mit Quint ist sowieso noch so eine Sache. Generell muss man natürlich sagen, man sieht es direkt hier. Es ist alles, was? Stufe 39 maximal oben. 2000. Hä? Ne, eigentlich sollte hier, also 34 natürlich beginnen, ist klar. Wir haben halt Hearthstone bereits gezockt, und wie ihr seht, ist es generell auch alles ein bisschen abgedatet worden. Auch Inventar, alles sollte... Ach du Scheibenkleister. Und so Questgegenstände, alle Objekte, die in keine andere Kategorie passen. Ja, ich sehe schon, der erste Part wird ein bisschen länger dauern. Dieser Filter zeigt Lebensmittel und Objekte für Plötze. Dieser Filter zeigt Öle, Tränke und Bomben. Dieser Filter zeigt Waffen und Rüstungen. Ja, ich sehe jetzt etwas Neues. Wahrscheinlich den du L drückst. Ach du Scheibenkreis. Okay, man sieht, die Entwickler wollten hier nochmal alles raushauen. Inventarcharakterwerte. Ach du Scheiße. Das ist natürlich schon um einiges übersichtlicher. Gut, wir waren eigentlich stehen geblieben. Genau, ich habe ja hier Silberschwert ist das vergiftetes Vipern-Gift Silberschwert. Ich habe das Vipern normale Giftschwert, also sprich Stahlschwert, habe ich ja dummerweise nicht bekommen. Das wäre im Aktionshaus gewesen. Sage ich habe nachher bei New Game Plus später mal noch. Und genau, wir hatten ja die Stahlwaffe von ihm Iris. Und Stufe 37 haben wir auch. Stufe 39. Ja, haben wir eigentlich alles. Gut, wie gesagt, ist natürlich jetzt alles ein bisschen zum Testen, wie es alles genau klappen wird, weil, wie bereits erwähnt, wir haben jetzt halt... Wir beginnen halt dort, wo wir bei Hearts of Stone aufgehört haben. Das heißt, ihr könnt natürlich gerne da meine alten Playlists durchgucken. Wie gesagt, also geht jetzt... Hier ist noch ohne New Game Plus, wirklich nur das, was wir in Wild Hunt gesehen haben, plus Hearts of Stone. Also natürlich gesehen und erlebt haben. Ja.
Natürlich auch schön, wir haben hier König Foltest Maske. Wieso habe ich das jetzt hier bei Waffen? Dass ich das noch dabei habe, ist irgendwie klar. Jo, ihr seht schon, also werden da sicher noch ein paar Minuten mit verbringen müssen, bei Gelegenheit, da ein bisschen genauer wieder alles aufzuräumen und zu gucken. Es ist auch für mich komplett neu. Ja, es ist echt zum ersten Mal jetzt gerade, so wie ihr auch. Also von dem her... Was war denn sonst drin gerade? Also die Wimpernhandschuhe, ja, stimmt eigentlich, war. Genau, welche so ersetzen. Frischer sitzen wir auch, schön, gefällt mir. Öle... direkt drauf träufeln kann. Ja, ist einfach ein bisschen anders war, also in dem her. Kann natürlich cool sein, keine Frage. Bomben. Was können wir denn auf Tasche packen? Verzehrbares. Ne, sind ja Konsumgüter. Plötze aber dazu schon drauf. Wo mal. Ja, da rechts sieht man sehr gut. Questgegenstände. Da wäre alles neu sortiert wurde. Gut, ich denke, wir lassen es erstmal so und Rest gucken alles bei, ja, mit der Zeiten halt an. Oh, natürlich auch alle Rezepte und Schemas anhelfen, das ist auch nichts Neues. Natürlich alles ein bisschen optisch überarbeitet. Echt alles optisch überarbeitet, ist das krass. Und vor allem geil. Wir haben ganz kurz, Vampire, ganz kurz mal das gucken. Denn es kann sehr gut sein, dass wir hier bei Blood and Wine auf einen höheren Vampir treffen werden. Und dazu natürlich später noch mehr. Da kann ich schon wieder so viel erzählen, weil ich mich schon so sehr über gewisse Dinge schon freue und die bereits irgendwie angeteasert wurden und hier und da. Also sprich halt, wie bereits erwähnt, es geht jetzt in den Süden und dort waren wir in den Witcher-Spielen noch nie. Natürlich in den Büchern schon und es sollen noch mehrere Charaktere aus den Büchern wieder auftreten. Wann ist es vorhin? Avalach, glaube ich, war aber irgendwie Charaktereintrag aktualisiert. Warum das überhaupt? Das Tor zwischen Welten öffnen. Ja, den Flur hat mir Erin ins Ohr gesetzt. Egal. Finden wir sicher noch. So. Aber jetzt erstmal, natürlich die Frage, kommen wir jetzt hier weg. Schneller. Naja, erstmal würde ich sagen, speichern war vielleicht nicht so die schlechteste Idee. Man sieht es direkt hier, das war ja der alte Speicherstand 1.11 und jetzt haben wir 1.21 oder 2.1 von mir aus. Queen soll auch irgendwie etwas aktualisiert werden, muss natürlich auch noch ein bisschen gucken und so weiter. Und die Karten, die ich jetzt halt hier bei Blut und Wein im Let's Play nicht kriege, die nachher bei... Ups, Entschuldigung. Ja, Schnellzugriff-Menü. Oh, haben sie auch überarbeitet. Scheiße! Mann, wieso müsst ihr alles überarbeiten? Sieht natürlich episch aus, keine Frage. Oh. Einfach alles überarbeitet haben. Sieht natürlich schon krass aus, keine Frage. Was nehme ich eigentlich normalerweise Gwen, war? Beweg dich. So. Ja, im Prinzip muss ich ja erst einmal, gucken wir ganz kurz die Weltkarte an. Du kannst auf der Karte eine eigene Markierungen anbringen, halt dazu den Mauszeiger und den gewünschten Punkt und drücke X. Das ist auch nichts Neues. So Markierungen, okay. Soviel dazu beim bestehenden Spielstand. Was soll ich gerade sagen? Ja, also wir natürlich viel Gwyn zocken, soweit es geht. Das habe ich schon vorher gemacht bei Hearts of Stone. Habe mich in Folge von New Game Plus, also am Ende von Wild Thunderin verliebt und man kann natürlich jetzt noch wiederholen. Aber natürlich, jetzt gehen wir hier unten, war. Was? Wegpunkt platziert. Der war früher ein bisschen größer. Naja. Und, was soll ich noch sagen? Genau, also wie gesagt, das, was ich halt. Sag mal, geht's noch? So, jetzt aber. Das, was ich halt an Gwyn jetzt hier im Let's Play von. Da geht's eigentlich noch. Ich mache erstmal runter. Bei Blood and Wine nicht hinkriege, das hole ich dann nachher bei New Game Plus in der Playlist nach. Ja, es sind verschiedene Let's Plays oder von dem her, wo wir noch ein bisschen sortiert haben. Naja, ja. Täusche ich mich, oder hat die Welt ja auch... Der Gamma-Wert wurde erhöht, war? Also ich habe nichts geändert, wie bereits erwähnt. Daher...
Naja. Schon 10 Minuten vorbei und noch nichts getan. Sehr schön, Michael, sehr schön. So muss das laufen. Natürlich eben nicht. Aktiven Kartenfehler zu wechseln. Das ist etwas, was ich vermisst habe, muss ich leider zugeben. Mir gefällt der Stufe 39 da oben nicht, weil ich weiß, dass bei New Game Plus wurde es auf maximal Level 100 erhöht. Aber dass das 2002 sind, heißt es, ich habe da irgendwie verpackt, die kommen gar nicht höher. Natürlich scheiße. So, mal ganz kurz noch etwas anderes gucken. Wir haben hier wählen, was abgedatet wurde. Okay, jetzt ist schon von hier oben, cool. Wir haben hier auch die Weltkarte. Ich frage mich nur, jetzt sagen. Am Story-relevant wäre es noch interessant, wa? Herzogtum Tuso, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Herzogtum und Vasall von Nilfgaard gilt als märchenhaft schönes Land, in dem jeder Ständen einen Schwips hat, empfohlen Stufe 35. Ja, Geralt kennt das hier vor allem auch mit Ciri, mit Yennefer ja weniger, hatte hier sehr treue Verbündete und auch mit Rittersporn, der kennt hier unten auch sehr gut. Ja, für diejenigen, die es gerne näher wissen wollen, würde ich empfehlen, dass ihr... Coole Wappen hier überall. Würde ich empfehlen, dass ihr euch das Buch, also ein Roman, durchliest bezüglich, wie ist das schon wieder? Die Dame vom See, genau. Da wurde das alles beschrieben und ich persönlich sagen würde, ziemlich gut beschrieben. Hier kann man sich durchaus genehmigen. Ist sehr zu empfehlen. So, gehen wir zu den 7 Katzen, wa? Ganz kurz, schnell zum Meditieren. Wie sieht es eigentlich generell? Das ist auch ein bisschen grafisch verändert worden. Charakter. Oh, die Skillpunkte. Ach du Scheibenkleister. Gut, ich habe keine neuen Punkte mehr, aber... es soll ja, was ich irgendwie gehört habe, soll es noch mehr Punkte geben. Sprich, wir haben momentan eigentlich nur 4 Bäume. Also da 3 Punkte, hier 3 Punkte, nochmal 3 und dann nochmal 3. Aber das soll man noch weiter updaten können. Ja, gucken wir mal, wenn es soweit ist. Jetzt ist mal endlich los mit der Hauptstory. Das ist, glaube ich, das Falsche. Vermisster Brief ist genau das Falsche. Krieg ich nicht mehr gesucht. Das ist sowieso alles Quatsch. Hier. Aufruf an Ritter Geralt von Riva mit der Brücke im Wappen. Achso, die Brücke. Die ganzen Anspielungen. Ja, auch das ist bei Die Dame vom See. Müssen wir mal durchlesen. Das war ziemlich spannende Geschichte. Was? Im Namen unserer gnädigen Souveräns, ihrer allergnädigsten Herrin Anna Henrietta. Die ist nicht so gut auf uns zu sprechen, erinnere ich mich noch sehr gut. Vor allem an Rittersporn nicht. Ich glaube, wenn dieser Treffen dann köpft sie ihn. Reisen wir in den nördlichen Königreich, um dir von unserer Mission zu berichten. Ein schreckliches Monster sucht das Herzogtum Toussaint. Oder Toussaint. Toussaint klingt doch mehr nach Französisch, oder? Ja, wir hören es nachher gleich. Heim. Eine Bestie, die sich abscheulichste Verbrechen an Untertanen der Herren schuldig gemacht hat. Nur der Größe oder Hexe in der Lage, dieser Bestie die Stirn zu bieten. Da möchten wir dich bitten, dich in den Dörfern Hulweg anzufinden, wo wir voller Hoffnung darauf warten, dass du unser Flehen hörst und unsere Heimat aus Fängen der Furcht befreist. Ein bescheidenen Diener, Palmrin, Fallen, Mython, DP, Rugby. Ja, das sind halt ja... Aha! Aber das war auch drin. Ja. Ein bisschen im Spiel, was das uns noch alles empfehlen würde. Ich frage mich, ob sie auch irgendwie... Ah, Hauptquest. Okay, ist auch ein bisschen... interessant. Achso, jetzt haben sie... jetzt haben wir so gekennzeichnet, wo man sieht, in welcher Region das man hin muss. Oh, ja. Das ist halt noch der alte Speicherstamm vom Original Witcher 3, Wild Hunt Let's Play. Da fehlt natürlich noch einiges. Wieso jetzt das mit Gwent weg war, ist eine andere Frage, war. Eigentlich... seht ihr hier mit Gwent noch? Na, müssen wir mal gucken, Leute. Wir haben sicher genug Zeit. Weil Blut und... was? Also, steht sogar da. Expansion Pack, Blut und Wein. Treffen wir mit 9 aus Tuso. Ja, machen wir uns mal Geralt, wa? Weil, also, Hearts of Stone noch etwa 28 Parts gebraucht. Wie es etwa 10 Stunden dauert das Abenteuer. Das hier soll etwa 3-mal so lange dauern. Also, wir haben ein bisschen was vor uns. Ja, machen wir das mal.
Und was ich gerade erwähnt habe, wegen Hearts of Stone und Blut und Wein, also wie bereits erwähnt, man kann das Abenteuer eigentlich zu jeder Zeit starten, es spielt überhaupt keine Rolle. Okay, brauchen Hilfe von uns. Es spielt überhaupt keine Rolle, wann man das Abenteuer startet. Allerdings, was bei Hearts of Stone gemerkt habe, wenn man halt das Ganze irgendwie startet, bevor man sich auf die Suche nach Ciri begeben würde, wären die Optionen anders, zumindest bei Hearts of Stone. Daher natürlich die Frage, wird es bei Blut und Wein auch anders sein? Mal schauen. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Der Baron ist nicht von Geiseln nicht so hängt. Nee, Moment mal, stimmt gar nicht. Moment, aufhören, Michael, das sind jetzt New Game Plus, das ist was anderes. Nee, Moment, ja, wir sind ja hier bei Witcher 3 Wild Hunt. Wie heißt damals im Original, wo ich das Original Let's Play. Ja genau, das ist eine Frau über die blauen Berge brach, genau. Den sehen wir vermutlich nie wieder. Geralt von Riva. Ah, setz dich zu uns, Hexer. Hab eure Mitteilung am Anschlagbrett gefunden. Siehst du, Palmerin, ich habe es dir ja gesagt. Der Greif bei Weißgarten. Wir müssen nur den Spuren seines Schlächters folgen, dann stoßen wir früher oder später auf Geralt. Milton de Peyrac-Peyran und Palmerin de Lonfol. Schön euch zu sehen. Ist lange her. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Verzeih die bescheidene Stube. Als wir schworen, das Dorf unter unseren Schutz zu stellen, hat uns der Dorfälteste diese Hütte überlassen. Er behauptet, es sei die beste im Dorf. Gibt es irgendwelchen Ärger? Nun, nach dem Abzug der redanischen Garnison geht es in dieser Gegend drunter und drüber. Die Tyrannei der Banditen ist besonders garstig. Diese Plünderer werden sich bald ins Dorf begeben, um Tribut zu fordern. Milton und ich werden ihnen das austreiben. Wir haben geschworen, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen, wo immer wir auf sie stoßen. Die Angelegenheit betrifft dich natürlich nicht. Aber bitte sei so gut und warte auf uns. Wenn wir mit den Tunichtguten fertig sind, haben wir dir ein offizielles Ersuchen zu unterbreiten. Erstmal, wieso haben die keinen französischen Akzent? Also wäre jetzt irgendwie passend gewesen. Zweitens, wieso klingt Geralts Stimme so, als hätte er einen Trichter verschluckt? Drittens, allgemeine Stimmen leiser als früher? Es hat keinen Sinn, die Banditen zu beseitigen. Wenn ihr sie tötet, kommen die Nächsten und die sind vielleicht noch schlimmer. Dem Bösen begegnen und wegsehen, wie ehrlos. Ihr könnt nicht immer hier sein und die Leute vor allen Gefahren beschützen. Ich habe gehört, wie sie euch gebeten haben, euch nicht einzumischen. Dafür dürften sie gute Gründe haben. Du meinst, wenn wir helfen, dann sind wir für ihr Schicksal verantwortlich? Meiner treu, diese Bürde ist zu schwer. Geralt spricht weise. Wir kennen weder das Land, noch die Leute, noch ihre Bräuche. Und unser Auftrag ist ein ganz anderer. Ach, wie ich Toussaint vermisse. Dort ist alles so einfach. Bald, mein Freund, bald. Lass uns Geralt jetzt das Ersuchen unterbreiten, wie die Tradition es verlangt. Toussaint, also doch, Toussaint, ich sag's mal Toussaint. Ja, ich weiß nicht genau, Leute, also wie gesagt, ist jetzt der erste Part und ich muss natürlich nachher gucken, wie es mit Erfahrungen und so weiter aussieht, weil ich habe es mir jetzt frisch installiert. Ich habe allerdings mir schon sagen lassen, aus Trailern zum Beispiel, dass Geralts Stimme auch ein bisschen dumpf klang. Ja, ich muss gucken, also vielleicht ist ein Fehler bei mir, ich werde es nachher mal überprüfen, die Installation, aber wenn das wirklich so sein muss, dann haben wir vielleicht ein Problem. Also ich hoffe, ich kann es später am zweiten Part bereinigen, aber wenn nicht, dann tut mir leid, aber ich kann nichts dafür. Die Bauern kommen zurecht, Palmerin. Sie müssen seit Menschengedenken mit Banditen fertig werden. Das ändert nichts an der Betrübnis meines Gewissens. Liegt es daran, dass nee, Kopfhörer kann es auch nicht sein. Weil jedes Mal werden natürlich alle Stimmen betroffen, aber ich muss, wie gesagt, nachher ein bisschen testen, woran es liegen könnte. Noch was anderes sagen, verdammt. Mist, weiß nicht mehr. Egal. Also raus damit. Was bringt euch den weiten Weg her? Wir müssen die Botschaft der gnädigen Herzogin vollständig und traditionell überbringen. Denn Tradition ist in Toussaint heilig. Schon gut. Ehrenwerter Geralt, Schlächter von Monstern und allem Übel, das sich schadlos an den Schutzlosen dieser Welt hält.
Du, der du im Rufe stehst, den Unschuldigen und Witwen und Waisen deine Hilfe zu gewähren, wirst hiermit gebeten, einen herzoglichen Auftrag zu erfüllen. Befreie uns vom Biest, das das Blut durch die Gassen fließen lässt und jedermann gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt. Eile uns zur Hilfe, Hexer. Um dieses ersucht dich demütig die allergnädigste Beschützerin der leidenden Stadt, Herzogin Anna Henrietta. Wirst du ihre Bitte erhören? Die Wortwahl von Henrietta überrascht mich ein wenig. Ich meine, dass wir das letzte Mal das Buch gelesen haben an der Stelle ist schon eine Weile her zugeben, aber ja gut, die ging nicht gerade Freundschaft auseinander, in Feindschaft natürlich auch nicht, aber gut, ist halt eine formelle Bitte, war Tradition und so weiter. Aber es muss schon schlimm um Toussaint stehen, wenn sie so ein... Ja, natürlich, ich erzähle hier, bevor ich hier überhaupt lese. Das hat Anna Henrietta wirklich alles gesagt? Wörtlich? Naja, wörtlich hat sie gesagt, bringt mir den Hexer und schont ja nicht die Pferde. Passt bloß auf, dass er diesmal alleine kommt. Den Rest hat der herzogliche Kämmerer hinzugefügt. Du weißt ja, wie das läuft. Ja, ich entsinne mich. Lass mich hinzufügen, wenn auch inoffiziell, dass eine stattliche Belohnung winkt. Die Details musst du mit der gnädigen Herzogin persönlich klären. Ich dachte mir gerade schon, das kann unmöglich wortwörtlich ihre Wortwahl gewesen sein und vor allem alleine. Ja, ist eine Anspielung auf Rittersporn. Wenn wir also, wäre natürlich schon noch irgendwie nett, wenn der andere auftauchen würde, aber ich bezweifle es ein bisschen. Das ist vielleicht das inbrünstigste Anliegen, das je an mich herangetragen wurde. Sicher das höflichste. Und jetzt, da der Form Genüge getan ist, möchte ich mehr über dieses Biest hören, falls es eines ist. Das ist gewiss, auch wenn es noch niemand genau gesehen hat. Die einzigen Zeugen sind die grauenvoll massakrierten Opfer. Schau, dies sind einige Zeichnungen nach den Beschreibungen derer, die behaupten, das Biest erspäht zu haben. Sie unterscheiden sich leider sehr. Ich fürchte, die Zeugen reden Unsinn. Wie viele Opfer hat es gegeben? 2. Als die Herzogin vom Zweiten erfuhr, schickte sie uns sofort los, dich zu holen und dir Land und Schätze anzubieten, falls du ihre Bitte erfüllst. Es weht ein böser Wind, Geralt. Das Biest hinterlässt keine Spuren. Es heißt, es bediene sich schwarzer Magie. Beide Opfer waren Adlige und bald beginnt ein Turnier. Die ist bereits nach nur 2 Opfern so besorgt? Dieses Turnier, das du erwähnst, warum bläst die Herzogin es nicht ab? Weil es zu spät ist. Die Teilnehmer und Gäste sind bereits eingetroffen, darunter die besten Ritter aller Länder und Anverwandte des Kaisers. Es sind also nicht nur die Untertanen der Herzogin bedroht. Verstehe. Wenn Adlige aus dem Ausland sterben, ist das bestenfalls ein Skandal, schlimmstenfalls ein diplomatischer Vorfall. Tja, Geralt kennt sich aus. Hat schon jemand versucht, das Biest zu jagen? Fahrende Ritter vielleicht? Versucht haben es viele, aber niemand hat es geschafft. Das Biest ist klug, es geht in keine Falle und greift stets überraschend an, wie ein Geist. Wir brauchen einen erfahrenen Fährtenleser, der sich mit Monstern auskennt. Kurz, wir brauchen dich. Ja, sehe ich ein. Das Biest bedient sich schwarzer Magie. Woher wisst ihr das? Das erste Opfer ist bei einem Bankett zwischen 2 Gängen verschwunden, unbemerkt. Es gab nur ein offenes Fenster und dann Geschrei auf der Straße, als dort die Leiche gefunden wurde. Beim zweiten Mord war es ähnlich. Das Opfer, ein Ritter, befand sich in einer verschlossenen Kammer. Das Haus war voller Diener und Wachen. Das Biest hat ihn trotzdem erwischt. Dann hat es ihn auf den Marktplatz geschleift und dort umgebracht. Wiederum unbemerkt. Wir fürchten keine Kreatur, der sich mit Schwert und Schild beikommen lässt. Doch das hier ist ein unbekanntes Wesen. Man weiß nur, dass es keine Spuren hinterlässt und mühelos tötet. Aus Gründen, die niemand kennt. Klingt schon ein wenig seltsam, vor allem wenn es wirklich so ein Biest, ein Monster ist. Die Zeichnungen sind wirklich ein bisschen unterschiedlich. Warum frisst dann sein Opfer nicht? Warum killt es sie einfach nur? Und vor allem, wieso ausgerechnet Adlige? Toussaint ist weit weg. Ich muss mir überlegen, ob ich wirklich so weit reisen will. Nur eine kleine Unbequemlichkeit. Wir hatten gehofft, du würdest dich bereit erklären. Geralt, wir dürfen nicht ohne dich zurückkehren. Wenn wir es tun, wird die gnädige Herrin uns aufs Schafott schicken.
Willst du deine Seele mit dem Tode zweier alter Freunde belasten? Bitte kehre bald zu uns zurück und nimm den Auftrag an. Wir warten hier auf dich. Wie Milton sagte, wir haben keine Wahl. Interessant, das heißt, würde man jetzt hier aus Versehen bereits zu Beginn des Let's Spiels halt bereits hier hinkommen oder die Quest annehmen wollen, hätte man jetzt noch die Chance zurückzutreten und zu sagen, jo, ich mach später. Übrigens, jetzt habe ich eigentlich nur 4 Bomben. Okay, Tränke austauschen klappt noch. Hey, waren noch mal mehr. Oh, ist egal. Gut, würde man sagen, wir legen los. Ihr wartet noch? Wie ich schon sagte, wir können nicht mit leeren Händen zurückkehren. Das kommt einfach nicht in Frage. Hast du es dir überlegt? Nimmst du das Angebot an? Jo, ab in den Süden. Wir können aufbrechen, wenn ihr soweit seid. Ha! Alsdann, auf nach Toussaint. Nach Toussaint. Toussaint. Touché. Alter, die Rüstung im Pferde voll vergoldet. Hier ist Land im Sterben. Ja. Yeah. Sehr gut, es ist Krieg. Verdammt, eben hier, ey. Was könnte das wohl für ein Monster sein? Wird das auf dem Thumbnail war? Wäre fast so einfach. Ja, noch Level abgekriegt, Level 40. Einige Tage später, Herzogtum Toussaint. Toussaint, Land des Weins, Land der Liebe. Genau wie ich es in Erinnerung habe. Beauclair hat sich in den letzten Jahren verändert. Du wirst sehen. Schau dich um, wenn du dazu kommst. Dann wirst du es bemerken. Mir ist es immer wie ein Märchenland vorgekommen. Fahrende Ritter, Elfenschlösser. Du findest uns doch nicht merkwürdig. Ich zeige dir, wie normal wir sind. Das schwöre ich beim Reiher. Das Monster hätten wir schon mal. Weil es könnte ein Riese sein, wa? Was? The Witcher's Gone sucht. Okay, das ist neu. Ich schwor, ein Monster Ja. zu töten. Soll mal gucken, kann das überhaupt noch? Einer für alle. Weiß aber noch nicht, was das für ein Teil ist. Goliath. Leck mich am Arsch. Mein Schild ist weg. Okay, reich mit dem Typen. Das klappt nicht, das klappt nicht. Daneben. Ja, ich muss mal gucken, was vielleicht Gedanken beeinflussen. Nein, Axi wirkt nicht. Axi ist scheiße. Art? Ja, ich würde sagen, Art will es mir verarschen. Klappt sicher nicht bei dem Viech. Ein bisschen Fallen aufstellen. Wie ist es? Ich würde sagen, das ganze Spiel, also ich meine, Toussaint natürlich, aber könnte generell sein, ist irgendwie farbenfroher, weil es sonst, also mein Norden ist eher so ein bisschen, ja, trist, eher so ein bisschen gräulich halt. Hier ist echt alles, wow! So, friss meine Fallen. No, wow, ich bin langsam.
Also müssen wir versuchen hier. Wir sind unser erster Bosskampf seit langem. Das war episch. So, mir reicht's langsam mit dem Viech. Hier gerade sehr beeindruckend, Kumpel. Beinahe gereicht. Was? Das war's schon? Sind wir ein vom Schaf aus dem Weg geschoben. Eine große Bestie. Nicht sehr klug, sie eigenhändig anzugreifen. Liebe fußt nicht auf Weisheit, Hexer. Also, Guillaume, raus damit. Welche holde Maid hat dich zu dem Schwur bewegt, den Abschaum zu töten? Die schönste von allen. Wenn er ihren Namen nicht nennen will, muss er es auch nicht. Ich kenne dich nicht, Herr. Und du scheinst kein Ritter zu sein. Doch für deinen Beistand bin ich dankbar. Nein, ich stehe in deiner Schuld. Diese Trophäe soll dein sein. Vielen Dank. Ein Riese, so nahe bei den Menschen. Seltsam. Das war kein gewöhnlicher Riese. Sein Name war Goliath. Angeblich war er einst ein Ritter und hat seine Schwüre gebrochen. Deswegen hat die Dame vom See ihn in einen wilden Riesen verwandelt und auf die Gorgo verbannt. Und warum ist er da wieder rausgewandert? Der Hunger. Der zwingt ihn mehrmals im Jahr ins Flachland. Goliath hat schon viele Schäfer verschlungen. Guillaumes Jagd war nobel. Aber das ist eine Geschichte für gemütlichere Orte. Würde ich allerdings auch sagen. Ich nehme die Trophäe gerne. Vielleicht zahlt jemand dafür. Du hast gut gegen den Riesen gekämpft. Hast du Erfahrung im Kampf gegen Monster? Nein. In Toussaint kämpfen wir vor allem gegen Banditen. Doch ich habe geschworen, der Herrin meines Herzens den Kopf eines Monsters zu bringen. Wie der berühmte Gottfried, der Riesentöter. Du willst doch das Biest nicht erlegen, hoffe ich. Das überlassen wir besser Geralt. Auf mich wartet eine andere Herausforderung. Wenn Geralt das Biest töten soll, muss er wissen, dass es wieder zugeschlagen hat. Es wurde eine Leiche angespült. Am Fluss beim Basilisk. Damien de la Tours Männer sind schon dort und sichern die Gegend. Sichern die Gegend? Dann gehe ich lieber gleich hin, ehe sie alle Spuren und Hinweise niedertrampeln. Wohlan denn. Ich reite zur Stadt und unterrichte die allergnädigste Herrin von Geralts Ankunft. Wir treffen uns später bei Guillaumes Zelt am Turnierplatz und ich geleite dich dann zur Herrin. Und der Kopf ist ab. Goliath! Wenn du uns interessieren, was wären seine Schwächen gewesen? Ja, Bestarium war. Das Biest von Beauclair, gut, ist momentan noch eine Bestie, ist klar. Oh, Greude, ja gut, natürlich, ich Trottel. Ja, weil er klasse noch Greude ist, wa? Ein einbrüchiger Ritter, wirksam im Kampf, oh, Greudenöl, logisch. Gwen. Ja, so, durchaus was für sich. Gut, ihm folgen. Mal ganz kurz gucken. Wir haben offenbar nicht ausgerüstet, wa? So, was bringt die? Bonuswagen bei 5% bloß. Wenn wir verarschen, der bringt sogar 10%. Ah, Moment mal ganz kurz. Ja, bringt so keinen Unterschied, aber hey. Was soll's? Wie sieht es mit den Waffen aus? Sind die alle schon im Arsch? Oder Moment mal, sind wir richtig ausrüsten, wa? Minus 13. Ja, wobei geht eigentlich noch. Und man hier echt auch verzaubern kann. Tapferer Junge, dieser Guillaume. Palmerin hat ihn aufgezogen. Guillaume und er sind verwandt. Täusche mich oder? Sogar eine ganz krasse Fliege. Hat gerade das angehört, wäre bei mir real. Also wird es bei mir nebenan irgendwie sitzen.
Ja, wollte gerade sagen, irgendwie Geralts Stimme klingt plötzlich wieder ein bisschen besser, wa? Im Blutwein kann sich Geralt weiteren Hexenmutationen unterziehen, neue Möglichkeiten freizuschalten. Ja, wollte gerade fragen wegen Erweiterungen. Bei Heart of Stone hatten wir vor allem da die Verzauberungen auf die Waffen. Mit den... Oh. Kann den Namen noch sagen. Nicht Ori, nee, verdammt, ich weiß gar nicht. Ich weiß den Namen nicht mehr, scheiße. Ja, diese Mutation zu erfahren. Ja, machen natürlich auch noch. Ein meisterlicher Handwerker lebt und dann Qualität dann fertig. Sogar ein Teil eines Sätzes sagen wir noch. Komm jetzt. Jo, komm jetzt, okay, das war wieder normal. Wir haben hier in Toussaint noch viel zu tun. Wo kann gut sein, dass Let's Play 80, 90 Parts sogar hat am Schluss. Und generell bei The Witcher 3 ja ein bisschen längere Parts machen. Kann meine Frau als Sicherheit haben. Na, mal gucken. Jetzt geht's vielleicht ein bisschen schneller hier. Gewöhnungsbedürftig, die ritterliche Ausdrucksweise. Vor allem der Wechsel zwischen blumig und nahezu normal. Wir sind fahrende Ritter im Dienste der allergnädigsten Herrin. Wenn wir in ihrem Namen handeln, bindet uns die Tradition. Übrigens, wie groß ist eigentlich die Welt hier? Nicht gerade klein. Natürlich frage ich mich gerade auch, ob es irgendwo noch Punkte zum Aufrüsten gibt. Also sprich, hier, Charakterpunkte. Haben eigentlich hier schon alle voll? Ich glaube, es hat beim Let's Play noch geschafft, wa? Nicht ausgerüstet, ja. Ich behalte es noch ein bisschen für später. Beweg dich. Los, lauf! Los, lauf! Niemand da? Sie müssen den Leichnam bereits fortgebracht haben. Sehen wir uns um. Vielleicht haben Sie was übersehen. Moment, die gehen schon wieder. Also. Vorher der L drücken, also sprich L3 drücken, aber ist nicht Assassin's Creed. So. Ohren, ja bisher. Die Ohrringe, die Osirringe auch nicht, verdammt. Wie das Volk schon wieder. Lass mir jetzt gar nicht in Ruhe. Nee. Nicht Charakter. Inventar. Na, ist egal, komm. Finde ich schon heraus. Beschlagene Stiefel, diverse Paare. Das muss die Herzogswache gewesen sein. Sehen wir nach, wo sie hingegangen sind. Ja, die Stimme von Geralt. Vielleicht lag die Leiche am Ufer. Ich weiß nicht, teilweise klingt sie ganz normal und dann klingt sie dann ein bisschen dumpf und dann wieder ganz dumpf. Also irgendwie... Nekrophage? Vorsicht. Platzer. Noch einen weiten Radius, ey. Ja, Platzer kennen wir ja vom Norden her, nur heißen sie dort ein bisschen anders. Die hat der Blutgeruch hergenommen. Suchen wir weiter. Das lief schon mal wieder sehr, sehr gut. Sonst liegt es auch nicht mit dem höheren Schwierigkeitsgrad. Natürlich immer, ja, Handwerk. Ein bisschen was verzehren. Es geht irgendwie was Greifbares. Jo. Noch mehr los? Nee. Blut. Die Wache hat die Netze aus dem Wasser gezogen und dann den verstümmelten Leichnam freigeschnitten.
Ich springe rein und sehe nach, ob sie auch nichts übersehen haben. Es sind nur noch blutige Fetzen von den Kleidern des Opfers übrig. Hochwertige Kleidung. Das Opfer war wohlhabend. Sieht so aus. Das war also so dumpf. Also, ist wirklich ein bisschen seltsam. Ich wollte sagen, Gera, was treibst du da? Ja, komm. Ausgenommener Fisch, okay, von mir aus. Ist da unten noch etwas? Ein paar Fetzen noch, wa? Gerald, uns bitte. Du schwimmst in die falsche Richtung, Kumpel. Ein Holzlöwen, genau das, was ich ja gesucht habe. Gut, hier ist sonst nichts mehr, also hier mal gucken. Ein Seidentaschentuch mit Monogramm. DLC. Es muss einem Adligen gehört haben. Wir müssen uns gründlich am Ufer umsehen. Ja, das wiederum irgendwie fast total normal, die Stimme. Also wirklich ein bisschen seltsam. Befestigt. Aber ich hoffe, es normalisiert sich bald wieder. Haben wir gerade gekriegt? Irgendwie Rüstung, neue Hose. Neue Schuhe. Herzogswächterstiefel, leichte Rüstung. Ja, ob jetzt leider ein Mittler ist mir relativ egal. Oh. Passt optisch nicht ganz. Zumindest noch nicht. Sieh mal, hier war ein Boot. Die Wache muss die Leichenteile aufgeladen und irgendwo hingebracht haben. Wir müssen rausfinden, wohin. Ich will mir die Leiche ansehen, bevor die Verwesung einsetzt. Die Taverne. Die Inhaber müssten gesehen haben, welche Richtung die Wachen eingeschlagen haben. Fragen wir nach. Ich glaube, wir haben Publikum. Kein Wunder. Die Leute hier werden noch ihren Enkeln davon erzählen, wie einst eine gevierteilte Leiche aus dem Fluss gezogen wurde. Mindestens 4 Teile, mindestens. Noch eine Sache. Ich habe ein Taschentuch mit Monogramm gefunden. DLC. Sagt dir das was? Delacroix? Kann nicht sein. Ihn hat das Biest also gemeuchelt. Offenbar. Kanntest du ihn gut? Vor langer Zeit waren wir enge Freunde, doch unsere Wege trennten sich. Er war ein Mann der Extreme, der seinen Gefährten beistand und die Feinde bis zum Letzten bekämpfte. Hatte er denn viele Feinde? Aber ja. Doch was hat das mit dem Biest zu tun? Ah, Geralt. Es ist zu schmerzlich. An diese alten Zeiten möchte ich jetzt lieber nicht denken. Verstehe. Wir reden später. Gehen wir in die Taverne. Ich muss dich bald verlassen und zum Hof zurückkehren. Du bist doch gerade erst in Toussaint eingetroffen. Ein Ritter in den Diensten der allergnädigsten Herren kennt keine Rast. Zum Glück bin ich kein Ritter. Jo. Beeil dich mal, Alter. Der gut mit der Rüstung, ey. Tatsächlich befürchtete ich schon, zu spät zu kommen, um meine Pflicht zu tun. Doch es zeigt sich, dass ich gerade recht eintreffe. Wenn du die Leiche untersucht hast, musst du Anarietta Bericht erstatten. Anarietta? Der allergnädigsten Herzogin. Ich vergesse mich bisweilen. Wir nennen einander beim Vornamen, wenn wir unter uns sind. In Palmerins Anwesenheit jedoch nicht. Er nimmt Anstoß an solchen Vertraulichkeiten. Patrouille auf nüchternen Magen. Ein Treffort für Händler, Schmuggler und Seeleute. Und es gibt hier die beste Langustensuppe in ganz Toussaint. Gut zu wissen. Keine Sorge. Sind unsere Männer denn nicht tapfer genug? Natürlich. Anschlagbrett. Und dann der Blick. Ganz kurz gucken, was gibt es für neue Quests? Geralt, Gesucht, der weiße Wolf. Als Führer gesucht.
Das ist ein bisschen... Das große Quintturnier von Beauclair. Scheiße. Ja, mit dem Quintdeck aus New Game Plus würde ich sogar versuchen, aber so. Aktualisierungen von Quests. Ja, ist mir nichts Neues. Was ist du Arsch? Ja, natürlich Hexaufträge, war klar. Bereits 37. Ja, kriegen wir sicher hin. Ritter zu Diensten, Auftrags zu informieren, der Quest noch gut. Der herzogliche Beamte sucht Hilfe. Da könnte es was zu verdienen geben. Ja, könnte. Schatz suchen, der müsste eigentlich hier sein, wa? Das große Turnier von Beauclair. Ja gut, ich meine, wenn es natürlich ein Gewinnturnier in Novigrad gibt, wieso nicht auch eins in Beauclair? Mit dem Deck hier, da muss ich noch ein paar Duelle machen. Oder Spaß mir generell für New Game Plus auf, für später. Dein Ruf eilt dir voraus, Geralt. Dijkstra, bist du das? Nanu, hallo. Hallo Dijkstra. Ist genau die gleiche Stimme. War es wirklich nötig, einen Hexer zu holen? Wozu haben wir eigentlich Ritter? Damit sie Hexer holen können. Meiner treu, rieche ich das deftige Aroma von Pâté? Nichts anderes, Herr de Peyrac-Perron. Die Zeit hat deine Sinne nicht getrübt, wie ich sehe. Setz dich doch. Es wäre uns eine Ehre. Und auch dein Begleiter. Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Es gibt heute leider keine Suppe, weil die Langusten aus sind. Du hast es vielleicht noch nicht gehört, aber ich habe nur eine Leiche gefangen. Im ersten Morgengrauen. Und der Himmel war blutrot. Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herren aus fernen Landen gerufen, auf dass er das Biest finde und töte. Wir luden 2 Männer zu Tisch. Und da Ritter de Peyrac-Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das Vergnügen? Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich kann sie gar nicht zuordnen. Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Peyrac-Perron herumziehen. Spar dir die schnöden Affronts. Geralt ist ein Meister des Hexerhandwerks. Er hat Fragen zum letzten Opfer des Biests. Ich habe die Leiche gefunden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Bitte, Geralt, frag was. Sonst sind wir im Winter noch hier. Ja, gute Idee. Muss früh am Morgen gewesen sein. Du hast deine Netze überprüft und dann... Ich trat aus der Hütte und sah... Meiner treu, komm zum Punkt, Mann! Du hast in deinen Netzen eine Leiche gefunden, das wissen wir schon. Was ist dann geschehen? War jemand in der Nähe? Hast du was Bemerkenswertes beobachtet? Irgendetwas? Es war keine Seele dort, nur ich. Was Bemerkenswertes? Tja... Was hast du gesehen? Aber komm mir nicht nochmal mit dem roten Himmel. Ich sah einen Kopf im Wasser treiben. Augen offen. Die Zunge hing blau heraus. Daneben trieb eine Hand. Hast du die Leichenteile untersucht? Ich war so erschrocken, dass ich ins Dorf gerannt bin. So schnell ich konnte. Ich kam mit Wachen zurück, die mir befahlen, zurückzubleiben. Sie hatten es nicht leicht. Die Körperteile hatten sich so in meinen Netzen verheddert, dass sie die Netze zerschneiden mussten. Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und in Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Was? Aber Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rossel. Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette.
Sein Weingut ist versteigert worden, während ihr im Norden waltet. Wer war das? Die Frau, die gerade gegangen ist. Die habe ich noch nie gesehen. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Lenice gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal, Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossels Weingut wurde versteigert? Unerhört. Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden bis über beide Ohren hatte. Nun war endlich Zahltag und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Die herzogliche Kanzlei hat sie übrigens gekauft. Rossel wohnt jetzt bei seinem Bruder in Vicovaro. Ich habe Rossel gesagt, dass er nochmal die Rechnung kriegen wird. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Seine Gläubiger sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass seine Versprechen nichts wert sind. So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden von einst. Es stimmt, was man sagt. Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Pfaden abgewichen sind. Nochmal zurück zur Frau. Bin ich gerade da? Also, auf den ersten Blick dachte ich gerade echt, erst es wäre Yennefer und am zweiten Blick dachte ich zuerst, es wäre Fringilla. Ja, interessante Entwicklung. Die Leute denken, dass das Biest eine Strafe der Götter ist. Die Ritter achten die alten Bräuche nicht mehr. Sie waren mal die Verteidiger des Herzogtums. Heute verteidigen sie nur noch ihre eigenen Pfründe. Also das ist ja wohl... Lass ihn ausreden. Die Herzogin handelt mit Titeln und zeichnet Übeltäter aus. Wir sind vom tugendhaften Weg abgekommen und haben die Gunst der Götter verloren. Und so strafen sie uns nun. Gib nichts auf diesen Mumpitz, Geralt. Der Mann hat nur irgendwelche Straßenprediger falsch verstanden. Ja, diese Unruhestifter schießen in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden. Jeder schwätzt doch dasselbe. Jo, wie im Norden. Sagen Sie sonst noch was über das Biest? Abgesehen von der Strafe der Götter. Die Toussaintois sind keine Trottel. Es entgeht ihnen nicht, dass das Biest an den Tagen der Schutzheiligen gemordet hat. Wählerisches Monster. Seltsames Monster. Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen. Corvo Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Kommst du nicht mit? Ach so, du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten den Hasen spielen zu lassen. Du wirst dich kaputtlachen, wenn du mich im Kostüm siehst. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte voller weitschweifiger Ausführungen über Geschichte und Tradition. Daher bis später, Milton, und viel Glück. Mit dem Lachen dürft ihr recht haben, das werden wir garantiert tun. Na gut, Quest aktualisiert, das Biest von Toussaint. Generalprojektsetzung Toussaint. Wir haben noch hier so viel zu tun. Und ich würde mal sagen, das war eine gelungene erste Episode, ein gelungener Einstieg hier zur letzten Erweiterung, zum definitiv letzten Abenteuer für Geralt von Riva. Wo bereits bestellt von den Entwicklern. Es könnte zwar irgendwann noch ein Witcher 4 geben, dann aber sicher ohne Geralt in der Hauptrolle. Aber da sich sicher Ciri ja, wäre sicher mal eine gute Idee, sie noch irgendwie da weiter, ja, ich habe gar kein richtiges Wort hervorzuheben. Naja, nicht gerade passen, aber egal. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank wieder mal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Es wird sicher spannend weitergehen, sei es mit dem Biest von Toussaint, sei es mit Gewinnturnieren, mit normalen Gewinnspielen, mit sonstigen natürlich der ganzen Welt hier von Toussaint selbst. Mit der mysteriösen Frau werden wir auf Fringilla wieder treffen. Wird es noch geheimnisvolle Liebesaffäre mit Geralt von Riva geben? Wie wird es mit Henrietta weitergehen? Und wird Tritter schon wieder auftauchen, wenn andere Charaktere, die wir aus dem Norden kennen, wenn die hier wieder ihren Auftritt haben? Und natürlich auch, wenn wir sonst wieder Charaktere aus den Büchern wieder finden. Diesen vieles mehr hoffentlich in den nächsten Episoden hier bei The Witcher 3 Blood and Wine. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.